müssen anstehen und Alter, das würde ich viel lieber riskieren. Und ja, welches ist eigentlich euer Lieblingsband? Ihr dürft uns gerne unter die Kommentare schreiben und ja, ich hoffe, ihr habt Freude an diesem Video. Also ich habe wahnsinnig Freude und ja, viel Spaß! Im Auto auf dem Weg in den Europapark und das Coole ist, habt ihr schon mal den Europapark gesehen, wenn es richtig grusig geschifft hat? Nicht! Dann testen wir das jetzt einfach mal, weil es pisst wie ein Mohren. Aber wie das Grossi schon gerne gesagt hat, es gibt nicht das falsche Wetter, es gibt nur die falschen Kleider. So, wir sind jetzt im Europapark angekommen und wir fahren jetzt gleich Bändli und wir haben ein ganzes Zügel für uns. Ist das nicht toll? Und es ist wirklich verdammt grusig Wetter, es ist kalt und es hat irgendwie mega wenig Leute, wer erstaunt. Es sind nur so Freaks wie wir, die wahrscheinlich in Europapark, weil es so Sauwetter ist. Ja, und jetzt fahren wir hier mal eine Runde gemütlich durch den Park. Juhu! Und dann geht es ab auf den Alpenexpress. Boom! Wir testen die Weltneuheit aus, nämlich mit dieser, wie sagen wir Brille? VR. Mit dieser VR-Brille, da gehen wir auf den Alpenexpress, wo wir vorher waren, und schauen durch das Ding durch und sehen wie eine ganz andere Welt. Und ich bin gut gespannt. Ich war jetzt gerade auf dieser Bahn und ich muss wirklich sagen, es ist unglaublich. Du bist auf einer ganz anderen Bahn. Du hast wirklich das Gefühl, du fliegst, du weißt nicht, wo du bist. Und sie sehen, du hast sogar ein Looping vor. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, Hasi. Jetzt muss ich euch mal das riesige Kino zeigen hier. Das ist ein 4D-Kino und da hat es nicht nur Geräusche und Bild, sondern es hat auch noch, glaube ich, Wasser und Luft und Geschmack und alles. Und wir schauen jetzt den neuen Happy Family Film, die neue Produktion vom Europapark. Und ja, ich bin gespannt. Nein, natürlich ist es hängen. Das ist ja. Oder auch nicht? Okay. Ich möchte gerne hier, einfach nur für das Protokoll. Das Geilste ist, wenn man auf der Euromir fährt, wenn man den langen Bogen hinter sie runtergeht und dann hinten durch sich hocken. Und für das muss man hinter sie ins Teil hocken, gegen Fahrtrichtung am Anfang. Sagen wir das so? Ja, genau, einfach hinter sie. So, ich bin hier in der neuesten Bahn, in der Eingangshalle der neuesten Bahn vom A-Tour. Letztes Mal haben wir leider, sind nicht auf die Bahn gegangen, aber zwei Stunden müssen anstehen, dann wir es einfach noch sein. Aber heute haben wir 20 Minuten anstehen und es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Es fängt mega, du hast wirklich das Gefühl, du schwebst durch die Halle durch, also unbedingt machen.
geduscht und neu angelegt und jetzt gehen wir essen. Heute gehen wir ins Bellrock essen, das ist ein ganz anderes Restaurant und dort gibt es Seafood und ich hoffe, es wird mega fein. Und hier noch einmal der Innenhof von unserem Hotel. Ist es nicht schön? Und ja, ich bin gespannt aufs Essen und ja, Hunger und Durst. Wir sind jetzt gerade an unserem zweiten Tag angelangt und wir stärken uns jetzt mit Lachsbrötchen und mega viel Fleisch. Und ja, gehen dann langsam in den Park zurück und wir wissen eigentlich gar nicht mehr, was wir machen wollen. Wir haben schon so mega viel gemacht gestern. Aber der Europapark ist so gross, da kannst du, da finden wir sicher noch ein paar Sachen, die wir uns antun können. Und sonst jetzt weiss wie im Park. Hey, das ist ein Toast. Am Stefan, seine Verwandtschaft ist auch im Europapark. Ciao Ursula! Hey, nein, aber was die folgen? Oh, jetzt müssen wir mal den Kameraschwenk schauen über die Tauben. Ja, nicht nur Blue Fire, auch geile Gänse hat sie im Europapark. Schalala, Musik an! Bulli! So, ich bin hier im Innenhof von unserem Hotel am Kolosseum und die Fontänen sind ein Straub am Abgehen hier hinten. Oh Mann, ich habe die Jacke jetzt selber nicht mehr gesehen. Es ist ein mega cooles Hotel, wirklich kann ich echt empfehlen. Es ist einfach, ja, die Preise sind schon ziemlich relativ hoch, aber für das, was geboten wird, wirklich, du hast Spa, du kannst baden, du hast schon nur das Ambiente, also es geht wirklich aus ins Rom. Es ist wirklich, also man darf sich das wirklich auch mal gönnen, glaube ich. Und ja, hier sind jetzt die Kinder vom Durchdrehen und völlig nass. Und die Eltern haben sicher mega Freude. Ja. Gut, und wir gehen jetzt heute Abend italienisch essen. Am ersten Abend haben wir Frutti di Mare Platte gehabt. Ich liebe Frutti di Mare über alles. Und jetzt genießen wir den Abend mal zuerst mit einem kleinen Apero, mit einem kleinen grossen Apero, ein bisschen weissen und gehen dann essen. Tschüss! Unsere Reise in Europapark ist leider zu Ende gegangen. Wir sind wieder daheim. Hat sich wirklich gelohnt, 2 Nächte zu gehen. Es war wirklich super. Wir konnten wirklich noch einmal ausschlafen, zum Morgenessen und dann wirklich nicht gestresst heimgehen oder nicht todmüde über den ganzen Tag durch den Park gesäckelt ist. Das habe ich wirklich cool gefunden. Und einfach allgemein, das Wetter war cool. Es hat keine Leute zum Anstehen. Es war wirklich ein richtig super cooler Ausflug. Und eben, wir konnten spontan noch eine Hotelnacht länger buchen. Also es war wirklich eigentlich perfekt. Also, wenn so ein Europapark-Aufenthalt ist, dann ist es eigentlich wirklich nur toll.
ist jetzt nicht geschleimt, ich meine das wirklich ernst. Wenn ich es kacke finde, dann würde ich sagen, die, die mich kennen, wissen es. Gut, jetzt habe ich ich habe noch etwas Kleines mitgebracht von dort, das ich gerne verlosen würde. Darum nehme ich jetzt wieder mal den Verlosungstopf führen, wo ich übrigens sehr gerne Wandpodpassen drin mache. Ich bin nämlich ein bisschen shoppen und habe mir überlegt, so ein kleines Package zu verlosen. Es ist wirklich nur etwas Kleines, aber einfach, dass ihr auch etwas noch davon habt. Und zeige euch mal zuerst, was es ist. Ich habe hier die coolen Tafeltipp gefunden. Das ist eine Kindheitserinnerung pur für mich. Das Bild sieht jetzt zwar ein bisschen anders aus, aber das habe ich immer in die Tafel gekauft. Und ich habe das so cool gefunden. Da gebe ich 2 ab bei diesem Pack. Dann habe ich auch so eine Kindheitserinnerung, so einen Schleckstängel, der aussen wie ein Nuki oder wie ein Ring, wo man dann einen Ringfinger tun und dann so abschlecken kann. Dann habe ich, was ist das? Ah ja genau, das sind Pfefferminztäfelchen. Ich habe es einfach gekauft, weil Europapark draufsteht. Dann den wunderschönen Schleckstängel, ein Traum von jedem Kind oder von jedem Süßigkeitenliebhaber. Wunderschön. Und wir wären nicht eigentlich ein Kochkanal, wo man andere Sachen macht, wenn wir nicht noch etwas hätten, wo man kochen kann. Ich habe hier wirklich ganz herzige Teigwaren mit dieser Euro-Maus drauf und mit dem Kochlöffel. Und das Ganze hier, das möchte ich gerne verlosen. Unter allen meinen Facebook-Freunden, also nicht Freunde, also auch Freunde, unter allen Facebook-Fans von Kidswitch, tun wir einfach unter einem Video, das auf Facebook ist, nicht nur auf YouTube, einen Kommentar hinterlassen, egal was. Und ich mache dann so ein Video mit dem Verlosungstopf und ja, würde dann das Päckchen heimschicken. Ja, das war es jetzt von meinem ersten Reisevlog. Kommt mir jetzt in den Sinn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich finde es mega cool, einfach schon nur zu schauen, was wir alles gemacht haben und so. Also, würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben würdet da lassen und ja, oder mich sogar abonnieren, dann hätte ich mega Freude und ja. Bis gleich!